Haut ass den 2. Advent. Teget sinn nach 2 Wochen bis Christdach. Christdach, der Geburtstag von Jesus, gell? Wir wussten eigentlich, dass das gar nicht stimmt. Also, vielleicht stimmt es, aber ich wissen wir gar nicht, ob wer einem Tag die Jesus geboren ist. Und ich wette mal da, dass du hast nicht die einzige Sache, wo du meinst, über die Christdagsgeschichte zu wissen, wo eigentlich nicht stimmt. Zum Beispiel das heute. Das typische Bild von einer Krüppchen, von der Geschichte, wie Jesus geboren ist. Da haben wir Maria und Josef, der kleine Jesus, wir haben Hirten, wir haben einen Ochs und einen Esel und wir haben die 3 Kinderchen. Erstens mal, Ochs und Esel steht gut in der Geschichte. Okay, sie waren an einem Stall, also kann ich davon ausgehen, dass deren da waren, aber so nicht mehr, es wären Ochs und ein Esel gewesen. Vielleicht ist das überhaupt nicht so. Und da kommen wir mal zu den 3 Kinderchen. Erstens waren es keine Kinderchen. Zweitens steht nirgends, dass es 3 waren. Sie haben 3 Kadeaux mitgebracht, das stimmt. Und da haben wir das wahrscheinlich hier, wir können noch 2 sein und von ihnen 2 Kadeaux mitgebracht oder 20 und du hast 3 von ihnen Kadeaux mitgebracht. Und da sind sie noch nicht fertig mit den 3 Kinderchen. Die waren nämlich nie an den Stall bei Jesus gekommen. Die sind viel mehr spät gekommen, wo Jesus wahrscheinlich schon ein kleiner Bauch war. Aber ist das da wichtig? Das will ich mit dem Video heute sagen. Wir müssen unbedingt die Geschichte richtig feiern, so wie es in der Bibel steht. Nee, das ist okay. Das sind Details, wo mit der Zeit dabei gekommen sind oder irgendwelche Traditionen, wo sich entwickelt haben. Das ist nicht schlimm. Natürlich sind die richtigen Details auch wichtig, aber was wirklich wichtig ist, dass es nicht irgendeine Geschichte ist. Das hier ist wirklich geschieht. Der Jesus ist wirklich als Mensch auf die Erde gekommen. Und ob du das genauso lebst wie ich, ist nicht wirklich wichtig, aber irgendein Typ, der Jesus heißt, ist an einem Stall auf die Welt gekommen, eine arme Familie, ist nie an Politik gegangen, hat nie selber irgendetwas geschrieben, hat nie zu einer Rebellion aufgerufen oder so etwas, und hat trotzdem die Weltgeschichte komplett verändert, bis heute. Man feiert ja immer noch sein Geburtstag als Zeitrechnung, als nur seiner Geburt gerechnet. Millionen von Leuten leben nun hin, und lassen hin das Leben beeinflussen. Und auch unter dich, jeder hat den Namen Jesus schon ein Kehr hören. Und ich meine, du musst jeder zugehen. Du hast irgendetwas Interessantes in dem Typ. Wenn du das kannst erkennen und vielleicht ein bisschen mehr von Jesus hören, dann fängt man mal dumm oder an, Christusgeschichte so zu lesen, wie es in der Bibel steht. Guck doch für mein nächstes Video, wo ich Christusgeschichte aus der Lützebäuerische Übersetzung vorlese.